herzlich willkommen zu einer neuen Folge Chrüsimüsi hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Dieses Mal wird es ein recht kurzes Chrüsimüsi geben, weil viele Neuigkeiten habe ich nicht. Die erste Neuigkeit, die ich habe, ist dieses Radio. Da haben wir mit dem Projekt begonnen. Die erste Folge wird am Mittwoch um 17 Uhr wird die veröffentlicht auf YouTube. Also seid gespannt. Das wird ein richtig cooles Projekt. Macht mir sehr, sehr viel Spaß. Und ich denke, ihr könnt da auch relativ viel lernen. Vor allem dann, wenn es um die Aufbereitung des Gehäuses geht, wird dann mit Shellac werden wir das aufbereiten. Das wird sehr interessant und da bin ich selbst ziemlich gespannt drauf, weil mit Shellac habe ich eigentlich noch nicht groß Erfahrungen sammeln können. Also von daher seid gespannt. Aktuell beschäftige ich mich wieder ziemlich intensiv mit 3D-Druck. Auch für dieses Radio werden wir einige Teile zeichnen müssen in einem CAD-Programm und dann anschließend ausdrucken. Schreibt mal in die Kommentare, ob euch das interessieren würde, ob ich da mal ein separates Video dazu machen soll. Also so wie man solche Sachen zeichnet, mit welchen Programmen ich das mache, der ganze Ausdruck, die Einstellungen des Druckers. Schreibt es mal in die Kommentare, ob das etwas für euch wäre. Dann noch etwas zu den Livestreams auf Twitch. Ich habe gesagt, ich werde dann in Zukunft mit dieser Kamera die Livestreams machen. Das habe ich nach wie vor im Sinne. Aber momentan geht es noch nicht, weil ich habe euch ja erzählt, ich habe dann ein Netzteil dafür gekauft, also eine Festspannungsversorgung. Und da habe ich nun wieder das Problem, sobald ich die Kamera über Netzstrom betreibe, habe ich wieder so ein lästiges Brummen und Fiepen auf dem Mikrofon. Kommt wahrscheinlich irgendwie durch das Netzteil. Ich habe jetzt schon 2 Festspannungsversorgungen getestet, allerdings von der gleichen Firma. Ich habe die dann angeschrieben, die haben mir dann ein neues Set geschickt. Aber das ist genau gleich. Ich habe jetzt noch von einem anderen Hersteller so ein Kit bestellt. Das besteht immer aus so einem Dummy-Akku und einem Netzteil. Ich habe mir auch noch ein neues Mikrofon, so ein Lavalier-Mikrofon, Funkmikrofon habe ich mir auch noch ein neues bestellt, damit ich da einfach etwas flexibler bin und etwas durchtesten kann, weil das geht mir echt auf den Sack, dieses Brummen. Ich hatte das bei der Nikon zu Beginn schon, das konnte ich dann dort umgehen mit einem externen Mischpult. Ist nicht die optimale Lösung, aber so funktioniert's. Jetzt habe ich bei der Lumix wieder dasselbe Problem und das habe ich echt keinen Nerv für. Wenn ihr euch damit auskennt, schreibt mal in die Kommentare, an was das liegen könnte oder besser gesagt, wie man das beheben kann. Ich habe keine Ahnung. Über Akkubetrieb habe ich das Problem nicht. Da ist der Ton einwandfrei. Mache ich die Festspannungsversorgung rein, dann brummt und fiebt es. Keine Ahnung. Ich habe gelesen wegen Leuchtstoffröhren, aber dann sollte das ja über Akku auch geschehen. Deswegen denke ich, dass das liegt am Netzteil der Festspannungsversorgung, dass da irgendein Störimpuls ins Audio eingeschlauft wird. Ich habe da auch gelesen mit Kondensatoren und so weiter, aber ich habe ehrlich gesagt keine Lust, da irgendetwas zu basteln. Deswegen habe ich mir jetzt alles neu bestellt. Und ich hoffe dann, dass dieses leidige Thema dann endlich der Vergangenheit angehört. Dann war es das schon wieder mit dieser Folge Chrüsimüsi. Ich weiß, war etwas kurz, habe ich ja gesagt, momentan habe ich nichts, worüber ich sprechen könnte. Das ist etwas schwierig momentan, aber das wird auch wieder kommen. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefällt, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, das Video zu liken, einen Kommentar zu schreiben. Das hilft meinem Kanal, um vorwärts zu kommen.
Und danke dafür und dann wünsche ich euch noch eine schöne Zeit. Bis nächstes Mal. Ciao, ciao.